Guten Morgen. Ich freue mich von der und hier in unserem Mad Tisch zu sein. Durch diesen Weg, wie wir in Alberta waren, haben eine gute Zeit durchgehabt. Ich sage mal, dass wir mit dem Partner, ich freue mich sehr toll, wir sehr viel wert. Ja, und von der und sind wir hier Tisch alle top. Mein Verlangen ist, dass wir wollen, kennen, was leren, was Gott uns lehren will, um zu denken, wo wir in uns Leben sind. Wir haben alle immer Dinge, was wir in uns Leben begegnen, was uns zu sehen sind, und dann haben wir auch Dinge, was wir im Leben begegnen, wo wir können chosen, dass uns das zum Sehen sind oder nicht. Und von der wünsche ich, dass Gott sein Wort, was zu uns reden, dass wir wollen abgebaut und gestarkt sein. Ich habe gedacht, ein bisschen zu nennen, dass wir haben hier nicht eine Stadt, wo wir bleiben wollen. Diese Zeit, wo wir nun sind, oder diese Stadt, wo wir nun leben, der wird noch wir wollen da nicht bleiben. Jeder Ball bleibt so, aber wir sagen, dass Menschen, die bleiben da nicht. Und so, ja, ich habe den Angang, wir haben nicht zu beten. Vor den Himmel, wir kommen vor dir und danken dir für deine Gnade, für deine Liebe, für wer du bist. Vater, wir sind nicht ohne dich und mit dir, dann sind wir da, was du gewähren. Und Vater, wir danken dir dafür und wir beten, dass du diese Zeit hier nicht mit uns sind, uns sehen, dein Wort an uns sehen und wir können gesegnet werden. Vater, wir befehlen uns dir an in Jesus' Namen. Amen. Der Textvers habe ich von dir gewählt, in Hebräer 13. Kapitel, Vers 14. Und das sagt uns diese Stadt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und dann sagt es, wir segnen, der noch kommen soll. Okay, nicht bloß, wir sind okay, das wird noch eine Stadt geben, dann wo wir durch sind. Aber das sagt, wir segnen, der was kommen wird. Auf der Welt sind sehr, sehr viele Menschen. Und die alle, die wollen nur das Leben in der Stadt haben. Und wo wird es sein? Gegenwärtig sind über 8 Billionen Menschen auf der Welt. Im Durchschnitt, die Menschen leben 73 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Das ist ein Durchschnitt, wie alt ein Mensch wird. So, das meint, in den nächsten 73 Jahren wird es noch über 8 Billionen Mal ein Begräbnis geben. Und all diese Personen, die haben entweder gesagt, nur den Platz, wo sie waren, sind, oder dass der Platz zugefallen wird von natürlichen Menschen utkämmt. So, das sind 110 Millionen Menschen, das Jahr wird gestorben. Das sind 303.000 im Tag. Jeder Tag wird Menschen sterben. Das gibt 12.600 steckte Stunden, jeder Stunde. Und das gibt 210 jeder Minute. Oder sogar alle 2 Sekunden 7 Personen. All diese Personen haben eine Seil und die haben eine Destiny, wo sie wollen in Eternity sein. Wo sie wollen in der Ewigkeit sein. Und so, wenn du an denkst, dass wir sind alle hier, und wir sagen, dass es sind viele Menschen, die segnen nicht nur die Stadt, was zu kommen ist, aber die nehmen das bloß, was von ihr Fleisch utkommt. So, wir haben hier nicht einen Platz, wo wir bleiben können. Wir segnen nur den Platz, was für uns liegen wird. Und das ist mein Verlangen, dass wir alle wollen können in diesem Sinn segnen und nicht bloß dort, wo es natürlich kommt. Wir wissen, dass Hiskia krank wird. Wenn wir uns mal die Versen lesen und ein paar Gedanken rausnehmen. Und 2. Könige 20, Vers 1, da sagt es das. 2. Könige 20, Vers 1. Dann wird Hiskia einmal krank und das leid so, als wenn er sterben würde. Dann kam Jesaja einmal sein Sehen. Nur amen seh, das ist, was der Herr sagt, merkt die ab alles rein. Du wirst nicht leben bleiben, du wirst sterben
Dann dreht Hiskia sich nur de Wand und bet den Herrn an und sagt, Herr, du weißt doch, dat ich treu en oprechtig voor die gewas zie, en wo ik dat gedaan heb, wat die gefällt, en Hiskia hield zei. So Hiskia kann mit een openen Gedächtnis ganz frei zum Herrn sein, Herr, wenn das dann nicht so ist, dass meine Zeit hier aufgerannt ist, du weißt, ich habe das gedaan, was die gefallen hat, ich bin oprechtig gewesen, ich habe so gelebt, als du was haben. Aber doch, wir haben die Zeit schon, dass er aufreisen soll. Wir können nicht hören, dass er gerade so gefragt hat, Herr, jef mir noch mehr. Aber weil es Hiskia sei, hielt, dann jef Gott ihm noch einmal eine Gelegenheit von 15 Jahren. Aber Hiskia, die können ganz geloten sein, dass Gott ihm den Nurrecht gibt, dass die Zeit aufgerannt wird. Dann können er zurückkicken in sein Leben und sagen, dass ich habe gesagt, den Herrn sein Willen zu tun. Ich habe mir da nicht gelassen, den Herrn sein Willen zu leben. Ich bin oprechtig gewesen, ich bin treu gewesen. Ich habe dort getan, was den Herrn gefallen hat. Hiskia könnte zurückkicken und könnte dort sein. Und so, und das ist mein Verlangen, dass wir von dir wollen können, zurückkicken in uns Leben und sein, dass ich habe getan, was den Herrn gefallen hat. Und wenn wir wollen unsere Worte kicken, unsere Gedanken leben, unsere Reden, oder was immer wir tun, zurückkicken, dann wo wir aber machen sein, ich bin kort gekommen, ich kann nicht das sein, dass ich habe das getan, was den Herrn gefallen hat. So ist Hiskia können. Und so, was dann? All die, die in Jesus Christus sind, die haben Jesus reingewaschen und dann können wir an Jesus wieder sein, aber nicht in uns selbst. Wir haben hier nicht eine Stadt, wo wir bleiben wollen, aber wir segnen die da kommen wird. Sehr viele Menschen auf dieser Erde, die wollen nicht hören, dass ihre Zeit auf der Erde wird einnehmen. Die gleichen nicht von zu reden, dass sie sterben wollen. Die gleichen nicht sich dann anzulassen, dass der Tag, der Zeit kam, dass ihr Leben hier bei ihr aufgerannt wurde. Die würden bloß nicht gleichen davon zu reden. Die würden nicht gleichen daran zu denken. Und wenn sie sich dann andenken, dann wird ihnen Angst und ihnen das ammerlich. Und was ist dort für ein Teken? Und woran wird das? Ich glaube, viele ist dort, weil sie nicht die klare Gewissheit haben, dass Jesus ihnen die Sinnen vergeben hat. Oder vielleicht sogar, dass sie weiten, dass sie Dinge erleben, die fehlen, zu ändern. Viele Menschen, die merken Entscheidungen in das Leben bloß für nu, wo sie mit ihr Geld umgehen, oder wo sie ihre Ehe behandeln, oder wo sie Kinder abtragen. Alles ist bloß für nu, wo sie ihre Bibel lesen. All diese Dinge, das ist ein Teken von, wo wir segnen oder wo wir bloß von der Zeit uns bestimmen lassen. Jesus sagt, an der Leib, was wir haben, und ihren anderen Menschen wollen, so dass sein können, dass wir Jesus seine Jünger sind, und nicht nur an seine Gott denken, an seine Entscheidungen zu merken. Ich las mal eine Geschichte von einem Mann, der saß im Gefängnis. Und als er so im Gefängnis war, dann dachte er, was sein Leben nur und was das alle war und was er geworden war und was das alle hat sich rangenommen. Und dann sagte er, dass er wird gleichen mit noch einmal mit Mama zu reden, because er saß im Gefängnis. No, das ist anders. Er schrieb einen Brief an seine Mama, worum er im Gefängnis saßen hat. Und sagte, wenn ein Schriftenbest geht, das war ich weiß auch nicht, krank würde wie es ging, aber wenn Mama mich hat nie gelehrt, wenn ich jung war, dann würde ich vielleicht könnte Dinge auf sein in meinem Leben, als ich älter war. Wenn Mama mich gelehrt, was das für Folgen bringen, dass wenn ich nicht gehorsam war, dann würde ich das vielleicht auch ein Verrückte sein, könnte sein, würde mich anleiten. So, und das ist eine große Wahrheit, wo wir unsere Kinder abtragen,
dass sie beter rechte Entscheidungen merken, dass sie keine Konsequenzen sein, oder bringen, das von ungehorsam sein. Weil wir haben hier nicht eine Stadt, wo wir bleiben, in der Stadt, wo wir hin wollen, der ist nicht bloß angestellt, wo wir automatisch hinkommen, aber die Stadt, wo wir hin wollen, ist eine Stadt, wo wir nur Segen machen, wo wir uns selbst prüfen, uns entscheiden, wo wir wollen hinkommen after das Leben. Wann die Dinge sind in uns Leben, wo uns von Sterben reden, schwer merkt, oder uns beunruhigen, dann sollen wir nicht kicken, was das dazu bringen wird. Sind das wegen unsere Gedanken, ist das wegen euer, ist das selbstgerecht, ist das Geld, ist das Reichtum, Plündern, oder Aufgangs, oder überdracht sein, oder verdrießlich sein, was immer das ist. All das kommt vom Fleisch. Das kommt von unseren Gedanken, was von uns Verlangen gefordert. Aber wenn wir uns aufmerken, in Segen oder Stadt, wo wir haben wollen, oder den Platz, wo wir haben wollen, dann wollen wir sein, wenn von uns Fleisch gedreven wird, wenn von uns Gedanken gedreven wird, und was Gott sein Geist an uns wirken wird. Philippa 1, Vers 9, der sagt, das ist das. Mein Gebet ist, dass ihr in Leben teilnehmen kann, und was ihr weiten und verstehen lehrt. So nicht bloß, was wir nu all kennen, aber was wir weiten und was wir verstehen lernen. Dadurch soll ihr feststellen lernen, was das allerbeste ist, dass ihr an Jesus Christus seinen Tag rein und schuldfrei angestellt worden. Rein und schuldfrei sein, wenn es der Tag kommt, dass wir für diesen Platz hier verloren. Diese Stadt ist nicht, wo wir bleiben können, aber wir waren verloren. Ich kicke das mal ein klein bisschen, das gibt am Computer ein Programm oder online, wo das Zeit über abteilen, wie viele Menschen geboren wurden, jede Minute und wie viele Menschen sterben und wie viele Menschen das Jahr all geboren sind. Und so bloß von der um Baklap 9 Mars werden all 139.000 Menschen geboren. Bloß von der sind all 63.000 Menschen gestorben bei Baklap 9. So da sind 76.000 Menschen mehr geboren von der all bei Baklap 9 Mars als gestorben sind. All diese, die Hand entweder mit Jesus gelebt, oder sie waren zur ewigen Verdammnis gegangen. 7.500 Menschen, die dieses Jahr all geboren sind. 3.400 Menschen sind dieses Jahr all gestorben. 300.000. 3.390.000 sind dieses Jahr all gestorben. Und wir sind noch mal 21 Jahre in das Jahr nicht. So, das ist ein kleiner Beweis von, wir wollen hier nicht bleiben. Diese Zeit hebt sie hier dran auf. Durchschnitt, ein Mensch wird 73 Jahre, das ist ein Durchschnitt. Wir sagen, dass Menschen waren über 100 Jahre, aber wir sagen das auch, dass lange nicht alle Menschen vorab 10 Jahre alt waren. Das ist ein Durchschnitt. Und so, hier sagen wir ganz klar, dass die Zeit hebt sie hier dran auf. Und was haben wir gesagt? Haben wir gesagt, oder nicht? Vers 11 in Philippa 1 sagt, das ist das, dein Leben wird voll sein mit Gerechtigkeit und Gaudetunen, dass durch Jesus Christus kämpft und dadurch wird Gott geehrt und gelobt werden. Das ist was wir sehen. Das ist nicht, was wir von der Tür aus haben, aber das ist, was wir sehen tun. Und weil wir das sehen, ist uns das auch sehr viel wert, weil wir haben was gefangen, was wir weiten, dass unser Seil kann ganz ruhig sein. Wir dürfen nicht Angst sein. Yes, ans Körper, der gleich nicht an zu denken, dass der wird Udem alle wollen. Yes, das haben wir verstanden, aber wir können auch sein, wenn dort etwas passieren wird, das hört nicht ab ans Leben. Du hast eine Zukunft, wo wir uns haben verreiht merken. Du hast nur gesagt, du wir was tut, wo wir dort wir wollen können, du sehen, wann der Tag bei du ist. 2. Petrus 3, Vers 11, bis 15, da sagt es, wenn das am uns nicht alle vergonnen und abgelöst worden soll,
soll wir uns dann nicht bemühen, herrlich und fromm zu leben? Und das ist uns Verlangen. Das ist uns Desire, herrlich und fromm zu leben. Bis wir weiten, da wird Ram uns erst, dort wird alle abhören, dort wird alle vergehen. Vers 12 sagt, das ist das. Und du nur lernen, dass Gott sein Tag kommen mag. Und mithelfen, dass es bald passieren kann. Hier der Petrus sogar Mutter sprechen, dass wir sollen mithelfen, dass es bald passieren kann. Wo wollen wir mithelfen? Und den, dass wir heute sind, und andere Menschen sein. Jetzt, wir lesen eigentlich, dass Gott so geduldig ist. Das hat mit zu tun, Herr Welhan, dass die mehr Menschen sollen zu der Radung kommen. Das glaube ich, was wir hier noch lesen in der 15. Vers. Aber wenn wir 12. Vers noch einmal lesen, sagt es, und du nur lernen, dass Gott sein Tag kommen macht, und mithelfen, dass es bald passieren kann, dass das erste Tag, wenn Gott den Himmel wird in Brand setzen, und dort, wo die Welt gemerkt ist, und hat verschmelzen wird, wie aber, all das, wir können uns das feststellen, was schrecklich sein, was schlecht, und wir sagen von hier und von Krieg, und alle Sorten, Eierreichtigkeit, und Gewalt, und was immer. Und all das von Krieg, das ja viel Vieh und viel Dinge, was brennen, und sie brennen. Hier sagt er, wir aber holen uns an Gott sein Versprechen. All das, was daran geht und vergeht, wo wir uns nicht mehr verstehen können, was uns schwierig ist, oder was uns grülich ist, das ist alles durch. Aber wir aber holen uns an Gott sein Versprechen. Wir sind nicht en grülen uns, für was alles passieren wird. Wir holen uns an Gott sein Versprechen. Dann sagt es wieder, dass er ein neuen Himmel, ein neue Erde schaffen wird, wo alles wird gerecht sein. Das ist, wo wir nur lernen. Wenn wir gucken in diese Zeit, wo wir leben, wo das alles ist, so viele Schwierigkeiten, so viel Eierreichkeit, so viel, was wir singen und weiten, dass es nicht so Gott gefallen hat. Aber er sagt, wie David hier von der und Top sind, wir holen uns an Gott sein Versprechen. Das sind Don't, was alle fehlen. Yes, wir wollen halten, wo wir können, und mit beitragen, dass mehr Menschen gerettet werden. Aber das ist nicht, was uns schrecken wird. Vers 14 sagt, du werden, liebe Brüder, willst wie du nur lernen. Er sagt, wenn das nicht so ist, dass wir nur lernen, dann strebt du noch was? Dass die wollen Frieden haben und rein und fehlerlos sein, wann Jesus kommen wird. Das war ein Ding. Und kannst du es eh schon lesen? Wir segnen noch. Hier sagt es, streben noch. Das ist uns verlangen. Petrus hat uns anspornen, dass wir uns wollen bemühen. Wir wollen uns streben, uns bemühen, was tun sein, dass wir wollen diesen Frieden in Gott haben, in Jesus Christus. Und dass wir wollen fehlerlos sein, dort, was wir weiten, was wir recht tun, wo wir klären, wo wir abklären. Und dann in Vers 15, da sagt es, und denkt daran, dass Gott seine Geduld zu jene Radung dient. So hat uns lieber Bruder Paulus abgeschrieben, durch die Weisheit, die er gekriegt hat. So hier, der Petrus uns zu abhalten, sagt, dass Jesus noch nicht gekommen ist, wir, wenn es geduldig wir, und er will nicht, dass irgendeiner soll verloren gehen, er tragt noch wieder rüht, dass mehr Menschen sollen getragen werden. Und dort soll auch uns bemühen sein, dass wir getragen werden. Eine Geschichte, die ich hier will vertellen, da wir ein König, der will sich in einander in den Haft nur. Der kann ihm sagen, was er will, der kann ihm sparen, den hat er extra dort angenommen. Der kann ihm dann die Wahrheit sagen, was er will, und kann ihm sagen, was er will, den hat er extra dort angenommen. Und über dem dann gleich das König den Noah nachher Noah sei, er nannte ihn bloß Noah, und er gleich den nachher Noah sei, wo er das alle dat. Und eins Tag dann denkt er, so willst du diesen Noah so verrechnen, er gibt den selber nach Gunstock. So ein bisschen älterer Mann, gibt er den selber nach Gunstock mit noch ein bisschen Strom mit der Band. Und dann sagt er, aber so weit hat er noch nicht ein gerade neue Fungus an. Aber sagt er zu das nur, wenn auf einmal ein gerade nur fängst, als du bist, dann sollst du den Stock geben. Ist diesen Stock, den halt bloß für den ein gerade nur ist. Und dann hat trieben oder was immer das ist. Eins Tag, dann hielt das Noah dann,
dort die Kennig, die ist krank. Und dann bemerkte sich den Kennig zu besiegen. Und dann sagt es nur zu ihm, ich habe gehört, dass du eine große Reise anfangen. Du wirst eine große Reise antreten. Und sagt dann, kann sein, dass was dir vielleicht schein sein und was immer, du hast dir vielleicht auch lang vorbereitet, dass du diese große Reise wirst übernehmen. Und dann sagt der König, nee, ich will nicht diese Reise annehmen bei Matt. Oh, okay. Okay, na, wenn du dort gewusst hast, dass diese Reise kommen wird und dass du eine Weg musst übernehmen, diese Reise, dann warst du dir auch lang vorbereitet, dass du diese Reise antreten wirst. Aber du warst ja auch sehr bald wieder zurückkommen von dieser langen Reise. Dann sagte ich, König, nee, von dieser Reise kommt keiner zurück. Und ihr wisst heute, dass ich diese Reise antreten würde. Oder dann warst du dir auch gut vorbereitet, wenn du ein wenig kostbar zurückkommst und dort eine lange Reise ist, dann warst du dir auch gut vorbereitet. Dann sagte ich, König, dort krieg was ich versäumt habe. Ich hatte niemals Zeit, mich für diese Reise zu machen. Oh, okay, dann nimmt es nur diesen Stock und legt den besiegten König an und sagte, du hast mir befohlen, wenn es ein Grater nur wird fängen, als ich wird sein, dann soll ich denen diesen Stock geben. Und so, Milazo, du hast gewusst, dass diese Reise kommen wird. Du weißt, dass du keiner wird von Trek kommen. Und du hast die nicht dafür gemerkt, dann bist du ein Grater nur als ich, dann will ich dir das Stock geben. Und so, und ich glaube, hier können wir viel von lernen, dass wir alle wissen, dass wir hier nicht eine bleibende Stadt haben. Wir alle wissen, dass wenn wir hier vorig sind, wir wollen nicht trainen, dass sie jetzt kommen. Wir wissen, dass wir haben, du hast einen Platz, wo wir wollen in Ewigkeit sein, entweder mit Frieden oder mit Schrecken durchgehen. Und so das nur, der sagt den König, der kriegt die Wahrheit, und das wird der König sich einmal herangenommen. Und so, wir können viel von lernen, weil wir anspornen uns untereinander, weil wir alle treten diese Reise an. China kommt drei. Und Matthäus saß, die Pharisäer, ich habe alle auswendig gesagt, aber siegt das erste noch Gott sein Recht und seine Gerechtigkeit, dann wollen wir hier bei jedem alles haben, was uns fehlen wird. Wir brauchen uns nicht grühlen, aber wir sind durch, wir siegen nur die Gerechtigkeit, die in Jesus Christus der Herr ist. Vielmals dann begehen wir Dinge in uns Leben, was uns schwierig schien, wo wir machen, stehen bleiben, wenn Dinge an uns nachkommen. Und wie ein junger Soldat, ein junger Jung, der zum Soldat geht, und dann seine Eltern haben an gelehrt beten, die haben an gelehrt, was Gerechtigkeit ist, die haben an gelehrt von dem Glauben. Und als er durch dann manch all die Soldaten ist, dann ist Abend erst, dann geht er besieht sein Bart und knallt sich an. Und dann gibt es ein großes Spektakel an, wo ein Kesses abgeschmissen, da war gebrüllt, Jungs, die anderen Soldaten kommen dicht bei Brüllen an meine Ohren. Das hat der Wort, das alle nicht an, hat sich aufgeschlossen, nu redet er mit Gott. Der zweite Tag wird es noch euer gewesen, aber er blieb beim Beten. Er hält durch. Den dritten und vierten Tag, dann wird es auch nicht ganz so euch gewesen, wie noch so. Dann den fünften Tag, wie weniger gewesen. Dann den sechsten Tag, dann sagt einer von den anderen Soldaten, wenn dieser dort viel uitholen kann, dann wird er wohl sicher, was er hängen sein bei dort. Und von dann an hatten sie diesen alle sehr gerespekt. So, wir wollen vielleicht in uns Leben so Dinge begegnen, wo wir wollen gefordert sein, stehen zu bleiben an unserem Glauben. Was immer uns passieren wird. Aber so ist das junge Soldat da. Er bleibt im Gebet, er bleibt still, er geht nicht an, er betet und dann was an passieren wird. Aber die Gemeinschaft mit Gott, was seine Eltern angelehrt haben, dort hält er fast. Kraken down, als de aan Uhren brelden, als de Kasses abklettern deuten, wat immer ze alles sein deuten, hij sloot sich auf und
hat die Gemeinschaft mit Gott. Und so wie in dieser Welt sehen, so viele Dinge aus Raum ans Ferien, so viele Dinge aus wie hier, und sein von Ungerechtigkeit, und wo dort Überhand nehmen, der in verschiedene Hinsichten haben, weil wir so das Junge soll tun. Weil wir beten, weil wir treu sein, und dann, was Raum ans passieren wird, dann wollen sie sein, dass wir Jesus seine Jünger sind. Mag Gott mit uns alle sein.